Immer noch unterwegs hier auf Kalador bei Risen 3 Titan Lords, bei unserem guten Kumpel, dem bärtigen Bren, wie auch immer, Mendoza aus dem Weg. Ja, willkommen zurück hier. Ah, der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Hast du noch etwas anderes anzubieten? Nur feinste Fleischwaren. Nicht so einen Abfall wie die da unten in der Taverne. Aber hast du jetzt Interesse an dem Schwein oder nicht? Ja, klingt nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Sehr schön. Macht 250 Goldmünzen. Klingt gut, wenn wir das Schwein mitnehmen, weiterhandeln. 250 für ein Schwein. Ja, und dann soll sie uns hertrotten und bei uns im Kampf mitmischen. Das ist mir zu viel. Vergiss das Geschäft. Zu viel? Du willst mich wohl beleidigen? Aber bitte, wer nicht will, der hat schon. Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst. Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Nicht viel. Aber ab und an bringen die Dämonenjäger Neuigkeiten mit, wenn sie ihr Fleisch bei mir kaufen. Nur würde ich auf die Neuigkeiten gern verzichten. Hörst ja doch nichts Gutes von da draußen. Jo, das ist leider so. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Ja, gute Frage. Was? Fleischfresser lernen. Halt das wäre vielleicht noch nützlich, aber nee, danke. So, haben wir es jetzt vergeigt? Hab vergeigt. Okay, Planänderung. Wir werden gleich nochmal einen Spielstand laden und mal gucken, was wir nicht anders mit ihm quatschen. Warte, gerade wenn wir das Spiel abkacken. Ah, der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes... So. Klingt nicht schlecht. Sehr Klingt gut. Für den Preis würde ich das Schwein mitnehmen. Na, so wie du aussiehst, kannst du damit gar nichts anfangen. Pass auf, ich schlachte es dir und dann bekommst du 20 Fleischbündel Proviant. Kostet dann allerdings 400 Gold für alles. Es ist ein guter Preis. 20 Proviant? Du willst mich wohl verkohlen. Das ist viel zu teuer. Unsinn, das ist Qualitätsware. An deiner Stelle würde ich nochmal über den Preis nachdenken. Warum? Weil ich sonst den Dämonenjägern vorschlage, dass dein Fleisch an die Bedürftigen gehen sollte. Aber das wäre nicht gut für mein Geschäft. Ach was. Okay, dann 300 Goldmünzen. Mein letztes Wort. Wir haben sicher nicht nötig, aber gut von mir aus. Na schön, für den Preis nehme ich das Fleisch. Prächtig. Auch wenn es mir schwerfällt, es für den Preis zu verkaufen. Man muss ja die Kleinhände auch unterstützen. Was, neue Quest Schweinedeal? Will man verarschen? Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst. Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Ja, stimmt, kennen wir bereits. Entschuldigung, mein Fehler. Hier hast du dein Gold. Gut, das versüßt mir den Abend. Was ist jetzt mit dem Schwein? Ja, warte einen Moment. So, hier hast du die Ware. 1A Qualität, das schwöre ich. 20 mal Proviant, 123. Ja, wie gesagt, vermutlich brauchen wir es eh nicht, aber ja, wir haben ja genug Gold, von dem her kann man durchaus noch machen. So, und 6000 Ruben noch. Wohin kommt der plötzlich? Hä? Habt ihr gerade vorhin noch Härte gemacht? Also plötzlich 6000? Krass. Schlösserknacken 88. Hä? Was verpasst? Sie können ja irgendwelche Dinge gemotzt haben. Genau, kannst du nicht mehr quatschen vor lauter Begeisterung. Na, ganz toll. 88 überlegt gerade, haben wir gerade hier in der Nähe noch... Haben wir hier in der Nähe noch eine Truhe? Mit 80, die ich aufmachen könnte? Falls ja, fällt mir gerade keine mehr ein. Kratz, ja, kratzen wir gerade ein bisschen.
Nö, ich glaube, mir fällt da echt nichts mehr ein. Gehen wir also ganz kurz hier hoch nochmal, mit dem zu quatschen. Hier haben wir bereits alles erledigt. Hier oben auch. Da haben wir einen Teleportpunkt. Wo man glaube ich auch. Doch, glaube hier. Oh, war hier vielleicht noch eine Truhe? Ah, Leute, aber echt keine Ahnung mehr. Mein Gedächtnis, sorry, aber von dem her habe ich jetzt echt gar keine Ahnung. Wenn ich schon mal hier bin. Bevor ich es vergessen. Das war das Bauernopfer, genau. Wegen der Waffe. Kann das Konungsschwert, aber hier, oder? Auf der Insel. Vielleicht hier drüben nur der Griff gewesen? Doch, hier oben. Hier ist der Griff des Königsschwerts. Okay, das geht doch erst im nächsten Kapitel. Also spielen natürlich Hauptkapitel, sobald wir, wie ich schon mal erwähnt habe, uns einer Gilde angeschlossen haben. So. Ja, also wie gesagt, mir fällt da gar nichts mehr ein. Aber bevor ich es nochmal vergesse, oder am letzten Part noch machen, kurz speichern, die pennen wohl nie, wa? Ich hoffe, du weißt, der Mistkerl klaut hier einfach. Kann ich gehen lassen. Tschüss. Sag mal gucken, vielleicht kann ich sie ja. Ja, Brian, ich weiß, wir sind ein Kleinunternehmer, ich wollte dir helfen, aber du bist mir momentan ein bisschen im Weg. Der ist auch für dich, dass ich ein Konto drauf habe. Tut mir leid. Ja, klar, bewusstlos ist eine Kehle aufschlitzen, ist klar. Tja, du läufst halt unter Kleinunternehmern. Alter, Hier ist die Rede von leisen Versprechen. Die habe ich schon. Ich bin so gemein, ganz ehrlich. So, bewusstlos, also ich penne noch ein bisschen, das ist kein Problem, wir können hier noch ein bisschen was... Alter, sind wir fies. Erst ausrauben, dann verprügeln. Und dann alles klauen hier, ist klar. Aber trotzdem natürlich die Best Friends, ist klar. So, alles klar bei euch, bewusstlos. Ja gut, bewusstlos ist nicht tot, also von dem her... Ah, die kommen schon da hoch. Da gibt es Minuspunkte. Müsste eigentlich, wa? Nö, natürlich nichts. Keine Minuspunkte, eher Plus noch. Mann, ey. Ach ja, das ist das Spiel. Das ist die Welt. Wenn natürlich alles in Anarchie versinkt, was heißt Anarchie? In Apokalypsen auch versinkt und so, ist natürlich jeder, ja, sich selber der Nächste. Ganz klar. Aber jetzt eigentlich noch richtig, doch, muss ja hier hoch. Wie konnt ihr vor allem bloß das Goldklöber sehen? Mensch, Mendoza, sag doch mal was. Der alte Penner. Hä? So lebt das Viech wieder. Vergiss es, das bringt nichts mehr, Kumpel. Ich muss einfach mit normalen Angriffen angreifen, sag ich jetzt mal. Also sprich, ohne groß da die Schwerter rumzuwirbeln und natürlich auch ohne groß aufzuladen. Dann müssten wir eigentlich immer schneller sein. Was machen wir hier? Ja, eigentlich immer. Dann war ja auch schon. Hey, der Termin wäre bereits down. Schauen wir doch nicht ganz. Na, ist ja auch. Wo kommt jetzt plötzlich her? Mendoza, gibt was zu tun. Ich kümmere mich darum. Das einzige wird schon kein Problem. So weitere könnten ein Problem werden. Ja, steht die Prügelein in Mendoza. Also es wird ändern, dass wir unserer Gilde beitreten, ganz ehrlich. Und dann mit ein bisschen Magie und so, haben wir auch Flächenangriffe drauf und dann geht's hier richtig ab. Hey, auf den Tag freue ich mich schon. Wieso hat sie wieder so Viecher gehabt? Verrückt. Was schnabulieren, wir haben ja genug mittlerweile Proviant. Alter, über 120. Was machst du hier? Mann, ich sehe doch nicht, wann die angreifen. Das Vieh gibt endlich Ruhe. Jo, allerdings, da sind wir jetzt hier. Gut. Wir haben es geschafft, endlich. Trutan, tschüss.
Wenn kannst, ja. Und dann sind es 90, okay, 90 braucht dich. Um Iona brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie ist wieder in Sicherheit. Gut. Ich habe zwar nicht viel, was ich dir für diesen Dienst geben kann, aber nimm das. Habe es im Hof gefunden und die Vorbesitzer brauchen es nicht mehr. Für mich gibt es hier jetzt nichts mehr zu tun. Ich kehre zur Zitadelle zurück und werde meditieren. Mach das. Bauernopfer, abgeschlossen, cool. Wie sieht's ansonsten aus? Gibt's noch was zu tun für uns? Ich meine, theoretisch nochmal ein schwarzes Herz verzehren, wobei dann müssen wir nochmal das mit Mendoza sage ich schon, natürlich mit bei uns machen, die Quest. Da war ja noch was, das ist das Falsche, Anhänger der Marie, war auch nicht das. Alte Wissen, nee, der Ältere, ja, genau, wir haben dran. Was? Nutzer meinte, okay, yep, das haben wir, das muss ich dann dort machen, das ist auch noch klar. Ja, das war das. Cool natürlich, meine ich, Trottel. Reiche Schaden sind natürlich Kristallportale, die ich noch platt machen muss. So, was hatten wir hier? Schaden der Vergangenheit, Klappe zu, Affe tot. Das, aha, stimmt ja. Ganz vergessen, das war also bei uns Versteck im Norden von Tagerigua. Du Scheiße. Ja. Stimmt, war nicht Calador, sondern Tagerigua. Ja, gut, Freunde, würde mal sagen, das war's soweit. Wir sind ready endlich for the last mission. Nicht ganz die letzte, aber eine Hauptmission halt, wa? Uns allen Gilden anzuschließen, beziehungsweise natürlich alle Gilden zu zeigen und uns dann einer anzuschließen. Das ist das Ziel noch für diesen Part. Ich hoffe, es kommt nichts mehr dazwischen oder so. Wie sieht's mit dir aus, Kumpel Wilson? Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Das ist nicht viel, wa? Ja, das ist nur für Fernkampf. Das ist natürlich ein bisschen doof. Das Eisen Ich für habe ihn. hier etwas Eisen für dich. Immer her damit. War's sowieso nicht, oder? Oder doch? Na, ich behalte es mal noch. Kann ja nie schauen. Haben wir jetzt eigentlich noch was zu verkaufen? Glaub nicht mehr groß, wa? Ja, ein paar Muscheln. Geschafft. Gold wäre gar keiner, sind die gut. Braucht irgendwie noch. Und noch 12 Eisenerz. Gut, kann man sicher gut gebrauchen. Goldener Pokal. Wird denn dort noch was? Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Man verkauft ständig nur und kauft nichts. Das ist ja auch. Was Streik kommen so etwas. Gute Waffen. Ich will mich eigentlich eher auf Schwerter spezialisieren, wenn man das sein soll. Plunder? Yep. Oh, wird schon gut gehen. Goldwert haben wir jetzt wie viel insgesamt? Fast 2000 und fast 7000 Ruhm. Ja, ich meine, momentan bei Fingerfertigkeit ja nicht, da sind wir sowieso gut genug geskillt. Ich könnte dann mal List machen, wa? Für Pistole vor allem. Das soll man für Magie sparen und so, wäre noch was, wa? Für Magie und Geisel nach sowieso bald an Gilde beitreten, am Nahkampf momentan auch noch nicht. 8500 Ruhm, nee. Sparen noch ein bisschen. Das wird schon. Alte Geschichten. Da ist ein 80er. Ich hoffe, das geht gut aus. Ganz einfach. Und was haben wir schönes? Expeditionsflinte. Kugel, Muskete. Fähiger Musketen, okay. Das ist erbärmlich. Jo, finde ich auch. Voll Kacke von mir, Alter. So, sind wieder da. Wenn ich schon mal dabei bin jetzt gerade. Ausrüstung, linke Hand. Langläufige Reichweite Nahkampf. Wo ist jetzt hin? Verarschen? War da gerade. Oder ist die für die rechte Hand? Ah, die ist für die Hand. Na, ganz toll. Okay. Ne, mit 2 Waffen hantiere ich nicht. Das ist mir zu mühsam. Okay, Leute. Nochmal ganz kurz speichern. 20, das passt perfekt. Mal gucken. Eldrick, was sagst du jetzt dazu? Wegen deiner Krieger. Cyril hat die Toten im Norden bestattet. Gut. Ich bin froh, dass wenigstens er zurückgekommen ist. Fen konnte einen der Bauernhöfe nicht mehr retten. Schlimme Zeiten sind das, wenn wehrlose Bauern den Preis für unseren Krieg bezahlen müssen. Alter, wir haben so viel Ruhm. Deine verbliebenen Krieger sind zurückgekehrt. Es sind viel zu wenige. Jedoch müssen wir uns trotzdem unserer nächsten Aufgabe stellen. Du hast uns sehr geholfen. Danke. Ohne dich
wäre unsere Lage noch aussichtsloser. Jo, das hat was. 1000 Gold erhalten, zweimal das Wissen erhalten. Turnier im des alten Bundes soll beginnen. Hey, du kannst es nicht lassen, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Deine schleimige Art wird einfach schlichtweg unerträglich. Ich sag dir was, wenn du auch weiterhin versuchst, hier den guten Mann zu spielen, dreh ich durch. Naja, mach mal. Ich hoffe, ich hoffe natürlich, es sind Lehrer worden von ihm und nicht, dass es wegen noch etwas wird. Okay, wie ihr seht, wir können fast schon Nahkampf noch steigern. Wir haben extrem viel Ruhm. Aber wie gesagt, ich will es noch behalten. Man weiß nie, schließlich auch nachdem das reicht momentan. Die meisten Kisten haben, wie gesagt, nicht mehr als 80. Wenn doch mal welche kommen, 120, das sind ja auch schon viel. Hochmut kommt ja nicht noch mehr. Ich könnte Härten noch steigern, was sicher nicht ganz so schlecht wäre, wobei Einfluss auch noch cool. Ne, wie gesagt, ich behalte es noch ein bisschen für Magie und Geist für später und wenn wir sagen, ja, muss fast nochmal sein. Entschuldigung. So, 21 ist jetzt. Und wir starten mit allen 3 Zeremonien. Ja, in diesem Sinne, die Nummer 1, Dämonenjäger werden. Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein, es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Aus natürlich, wenn es einen alten Spielstand laden, dann ist das Ganze kein Problem. Ich bin mir sicher, ich werde Dämonenjäger. Die Zeremonie soll beginnen. Gut, dann ist die Zeit nun gekommen. Ich werde alle herbeirufen. 2000 Ruhm, Alter! Wir haben uns heute hier versammelt, um unsere Zusammenkunft im Schutze der Zitadelle zu feiern. Viele haben uns verlassen. Ihr Schicksal lag jenseits des Schlachtfeldes. Jedoch wird ihr Tod nicht umsonst gewesen sein. Ihr seid die dunklen Krieger von Kalador. Ihr seid geboren, um euer Leben für den alten Bund herzugeben. Jedes vergossene Blut wird gerächt werden. Jede zerbrochene Mauer wird wieder errichtet werden. Denn wir haben auch hoffnungsträchtige Neulinge in unserer Mitte. Seht sie euch an, stolze Männer, voller Tatendrang und Kraft. So frage ich euch, seid ihr bereit, den Kampf gegen die Schatten aufzunehmen? Wir sind bereit. Wir sind bereit. So sei es. Speer des alten Bundes von Kalador. Vergesst nicht, ihr seid das letzte Bollwerk zwischen den Menschen und der Dunkelheit. Und nun, macht euch bereit für den Kampf. Möge das Feuer von Kalador die Schatten hinwegbrennen, dunkle Krieger von Kalador. Und du brauchst ein großes Schiff. Also geh zu Kane, dem Krieger auf der Fregatte unten in der Eisenbucht, und versuche ihn davon zu überzeugen, mit dir in die Schlacht zu ziehen. Du bist jetzt ein Dämonenjäger. Vielleicht hört er jetzt auf dich. Also, muss zugeben, Eldrick, das war... Seit wann hast du eine Glatze, Edwan? So, dann habe ich eine Glatze? Alter! Wie sieht das kacke aus? Nee, das geht nicht. Okay, Eldrick, wie ich es gerade sagen wollte, quatschen kannst du, also... So, jetzt ist es soweit. Ich werde dich verlassen. Unsinn, du kannst nicht gehen. Ich hab deinen Seelensplitter. Du hattest ihn. Bones war so freundlich, ihn mir wiederzugeben. Bones hat was? Reg dich nicht so auf. Ist nicht gut für deinen Blutdruck. Ich würde ja gerne noch mit ansehen, wie sie dich in Stücke reißen, aber das dauert mir zu lange. Wir sehen uns im Schattenreich, du Mistkerl. Hä? Okay, erstmal rein nach. Also was ich erstmal sagen wollte, Eldrick, das war ein geiler Auftritt, muss sagen, so wegen Kampf und so, hat mich ein bisschen an Zweiter Weltkrieg und so erinnert, aber egal, zumindest die Absichten von Eldrick sind, glaube ich, über alle Zweifel erhaben, nur zumindest mal.
Dann, wieso haben wir eine Glatze? Und wieso ist er jetzt abgehauen? Das verstehe ich nicht ganz. Wieso? Wenn wir Dämonenjäger wären, haut er ab. Hä? Noch was passt? Ja, der ist weg. Okay, Edward ist jetzt zwar wieder dabei, aber was heißt jetzt, weil Edward... Hey, ich verstehe es nicht, weil jetzt Dämonenjäger wurden, haut jetzt eher ab. Ich hoffe, das ist bei anderen nicht auch so. Ja, die Kluft gefällt mir zwar, aber die Mütze geht gar nicht, beziehungsweise die Glatze. Nee, wir haben nicht die Glatzenfreund, Leute. Okay, wie gesagt, wir sind jetzt Dämonenjäger und so, sieht soweit ganz cool aus. Wir sind jetzt Späher, nicht wahr? Wir sind dafür 130, Alter. Wie viel Ruhm jetzt haben? Über 11.000, wollt ihr mich verarschen? Oh, ist klar. Ja, wir haben viel Ruhm, wir haben viel Kohle, es sieht alles supi aus, außer dass Mendoza abgehauen ist. Also wenn das wirklich zum Dämonenjäger sein dazugehört oder ich halt was falsch gemacht habe, kann natürlich auch sein. Das geht nicht, Leute. Dann könnt ihr es vergessen, weil Mendoza, der gehört dazu und will ich dabei haben. Der ist einfach so ein geiler Charakter. Übrigens, wieso kann Bones ihnen Seelensplitter geben, wenn der eigentlich die ganze Zeit bei uns war? Und übrigens, Seelensplitter ist doch eigentlich ein fester Gegenstand und Mendoza ist doch ein Geist. Wie kann der ihn überhaupt... Ja gut, er konnte die ganze Zeit Typen verprügeln, von dem her... Ja, okay, also werde ich jetzt mal in diesem Sinne hier mal die Aufnahme beenden und gleich jetzt aber weiter im gleichen Partner, keine Sorge. Weil ich werde mich jetzt gleich nach Kieler begeben, per Teleportation und so, also sprich halt per Schneiden halt, ganz einfach. Weil den Weg dorthin müssen wir nicht unbedingt zeigen, war. Da geht es so schneller. Also, das war also mal die Beitrittsszene als Dämonenjäger und gleich geht's weiter beim Stamm der Kieler. Und da sind wir wieder beim Stamm der Kieler mit Mendoza, also wieso der abgehauen ist, keine Ahnung. Die Quest übrigens, die vorhin abgebrochen war die hier, Schatten der Vergangenheit, sprich Klappe zu, Affe tot. Aber wieso das, wie gesagt, wieso er abgehauen ist, wenn Dämonenjäger wären, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das ist nicht hier auch so, sonst habe ich ein Problem. Also, soweit ich weiß, soll es möglich sein, Mendoza bis zum Schluss zu behalten. Also natürlich, es wären viele Informationen, aber naja, wie gesagt. Weiter geht's hier mit der zweiten Zeremonie, der Voodoo-Pirat. Lass uns die Zeremonie starten. Ich will Voodoo-Pirat werden. Bist du dir da ganz sicher? Wenn du einmal den Weg des Voodoo gehst, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Ja, ich bin mir sicher. Ich will Voodoo-Pirat werden. Gut, dann folge mir. Es ist alles bereit. Gehe jetzt in dich. Loco, Enakos, Fara, Uxmal, Hike, Fara, Uxmal, Enakos, Lokomoto. Wer ruft uns? Ein Gucho. Was will er von uns? Ihr habt eure Zeichen wieder. Jetzt verlange ich eure Macht. Hört ihr? Er verlangt. Er soll niederknien. Wartet. Sein Geist. Was ist mit seinem Geist? Ich kann ihn nicht spüren. Ich auch nicht. Sein Geist ist im Reich der Schatten. Ja, genau darum geht's doch bei dieser Scheiße. Dein Wille scheint ungebrochen. Das ist ungewöhnlich für einen Verlorenen. Also, ich habe das Zepter besorgt. Ihr seid erschienen. Jetzt werdet ihr mich eure Zauber lehren. Nun gut. Ein solch starker Wille könnte uns nützlich sein. Wir werden unsere Macht mit dir teilen. Und du wirst uns helfen, die Schatten aus unserem Land zu vertreiben. Der angemessene Preis für die Macht unseres Voodoo. Tja, ich schätze, ihr habt einen neuen Krieger. Wir werden deinen Ruf erhören. Nun denn, Gucho. Hier ist das Zepter der Ahnen. Nutze es zu unserem Wohl. Du bist nun einer von uns, ein Kieler. Geh und schütze uns vor dem Übel, das vom Meere kommt. Du hast recht. Es wird Zeit, dass ich mein altes Schiff wieder befehlige. Ich bin jetzt stark genug. Ja, Gucho. Mögen unsere Ahnen dich leiten. Okay, scheinbar geht's noch weiter. Ja, wir sind jetzt Voodoo-Pirat und Mendoza bleibt bei uns, hä? Also heißt's... So, jetzt ist es soweit. Ich werde dich verlassen. Unsinn, du kannst nicht gehen. Ich hab deinen Seelensplitter.
Du hattest ihn. Bones war so freundlich, ihn mir wiederzugeben. Bones hat was? Reg dich nicht so auf. Ist nicht gut für deinen Blutdruck. Ich würde ja gerne noch mit ansehen, wie sie dich in Stücke reißen, aber das dauert mir zu lange. Wir sehen uns im Schattenreich, du Mistkerl. Nein! Nein, das passiert ja auch. Aber wieso? Wieso haut der ab? Ich verstehe es nicht. Wieso macht ein Part zu lange? Gute Frage, nächste Frage. Okay, auch die Zeremonie war eigentlich ganz genial, eigentlich ganz geil und so. Auch hier sieht es so aus, was Septanen. Okay, ja, was wird jetzt los? Waffen, okay, macht relativ viel Maximalschaden, Voodoo-Magie. Ja, optisch gefällt mir bis jetzt am besten. Aber dass der auch abhaut, oh nein, ist das wirklich so, haut der wirklich ab oder ist nur so, weil ich jetzt, ich glaube, 2 für tot, was? Aha. Was nur so, weil ich seine Quest nicht gemacht habe? Okay, Leute, ja, also so, wie gesagt, wie versprochen, wenn ich jetzt noch die letzte Quest anzeigen, also Quest sage ich schon, die letzte Zeremonie, die, glaube Einigung oder Vereinigung zum Wächter. Und danach werde ich dann mal offscreen ein bisschen recherchieren und so, was mit Mendoza, wenn der wirklich abhaut. Egal, ob ich jetzt noch 100 Quests mache oder so, dann, wenn wir halt im nächsten Part dort noch Mendozas Quest abschließen, weil wäre natürlich doof, wenn wir einfach sagen, ja gut, Mendoza, er kommt nicht wieder und so, ist einfach Schnee von gestern, weil sie nicht stark genug allein durchzustehen. Und so sieht es fast aus. Ja, wäre natürlich doof, wenn ihr einfach so eine Quest verpassen würde, nur weil ich halt schnellstmöglich einer Gilde beitreten wollen würde, wa? Auch hier haben wir, glaube ich, gleich viel Ruhm, wa? Ja, cool, auch gleich viel. Okay. Ja, so wir mal zum Voodoo-Pirat. Wir sehen uns gleich wieder auf Taranis bei der Einigung oder Vereinigung, wie auch immer. Ja, wie auch sei. Zum Wächter. Und willkommen zurück hier auf Taranis bei Risen 3 Titan Lords. Jo, mit Mendoza immer noch. Es wird seine 3. Gilde und ja, ich habe den Teleport schon ganz kurz eingesetzt, weil immerhin hierher teleportieren und so, sprich laufen. Laufen wir uns anstrengen, teleportieren natürlich viel geiler. So. Mal gucken, natürlich, wenn wir uns vereidigen lassen, ich glaube, so heißt das Ganze bei den Wächtern, wäre natürlich sinnlos, wenn Mendoza nicht abhauen würde. Wir, glaube so oder so verschwinden. Die Frage ist bloß, können wir, indem wir in der nächsten Part die Quests noch mit ihm abschließen, das verhindern oder geht der so oder so? Mal schauen. So, kann er irgendwie gerade, wenn ich schon dabei bin. Zakir, egal ob andere Arm. Wichtig ist, dass Zakir reicht. Jo. Verstehe ich gut. So, hier haben wir Proviant noch. 130 wenn es insgesamt. Ja, verliere sowieso gleich wieder, egal. Vereidige mich. Ich will ein Wächter werden. Warte. Du stehst... Naja, kenne ich bereits. Bist du dir... Ich bin mir sicher. Vereidige mich. Ich will ein Wächter werden. In Ordnung. Dann folge mir. Wir werden die Vereidigung in der Halle abhalten. Fuß abgebrochen. Hohe Magier. Es ist an der Zeit, ein neues Mitglied in unserer Mitte zu begrüßen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um einen neuen Kadetten zu vereidigen. Er hat sich als würdig erwiesen, den Dienst mit der Waffe und der Magie anzutreten. Bist du bereit, den Eid zu leisten, Abenteurer? Ich bin bereit. Gelobst du hier und jetzt, vor den Augen der ehrenwerten Magier, die Ziele und Gesetze der hohen Magier zu achten und zu befolgen, sie bei ihren Forschungen mit all deiner Kraft zu unterstützen, die Macht der Magie, die sie dir lehren, nicht für finstere Zwecke zu missbrauchen und die Menschheit vor der totalen Vernichtung durch die Titanen zu bewahren? Das gelobe ich. Dann sollst du von nun an der Gemeinschaft der Wächter angehören, Kadett. Sehr gut. Hiermit wirst du zum Dienst auf dem Schiff der Magier abgestellt. Melde dich bei Neron, dem Aufseher der Galeere im Hafen. Weggetreten, Kadett. Auf dich warten große Aufgaben. Wo ist denn... Jo, muss sagen, die Zeremonie hat auch etwas. So, So, jetzt ist es soweit. Ich werde dich verlassen. Unsinn. Du kannst nicht gehen. Du... Rick, Ja, er geht trotzdem. Wieso trage ich ein Okular? Hä? Damit haben wir aber ganz schlechte Erfahrungen gemacht in Risen 1, war. Also man hat es zwar nicht gesehen, aber am Ende von Risen 1 war es so, dass das Okular verflucht war. Und man es mitsamt dem Auge entfernen musste. Damals war, deswegen hatte der Held aus Risen 2 nur noch ein Auge. Hä? Hatte ich das jetzt? Okay, gut, einerseits ist natürlich, also der Anzug gefällt mir, muss man zugeben.
Ja, so cool, das müsste nicht sein. Hat zwar ein bisschen was von Nostalgiefaktor, wie gesagt, in Risen 1 halt. Ja, Kopf, tut zum Glück nicht geschoren, auch nicht schlecht. Oder Dreispitz, ja, ist besser. Gut, Körper, jetzt haben wir so eine Kadettenrüstung. Das ist zwar, ja, der wäre besser, wäre der Kapitänsmantel. Ja, ich behalte es mal noch. Soll trotz allem eine gewisse Beziehung zu unserer Gilde symbolisieren. Okay, Leute, das war ich mal zum heutigen Part. Ich weiß, es hat ein bisschen Überlänge und so, das wird natürlich nicht geregelt sein, aber im nächsten Part dauert 20 Minuten, ist die Standardregel für Videos hier bei den Let's Plays. Was Mendoza betrifft, fiel mir gerade noch ein während der Zeremonie, dass ich ja mal ein Video gesehen habe bezüglich dem Namenlosen, also sprich, da was ich schon mal gesagt habe, da von wegen, wo war es schon wieder? Mann. Nein! So, hier. Von den Kaladur, dass wir dort den Namenlosen treffen, also der hält halt aus Risen 1, Risen 2. Und zwar ging das auch mit Mendoza. Das heißt, entweder ist es wirklich so, wie ich gerade vermutet habe, dass ich die Quest noch abschließen muss, bevor ich mit Gilde beitrete, sonst haut Mendoza ab. Oder aber, er kommt nochmal zurück. Also beiden, weil sonst gibt es keinen Sinn, außer könnten hercheaten. Aber ganz ehrlich, wieso sollte ich cheaten? Also, naja. Mal schauen. So, soweit dazu, welche Gilde ich mich genau anschließen werde. Ich weiß nicht genau, ich tendiere wie gesagt immer noch zum Wächtern. Es könnte aber auch Dämonenjäger werden oder Voodoo-Pirat theoretisch auch. Mal schauen. Ich werde mal, wie gesagt, ausführlich noch gucken wegen Mendoza und so und dann werden wir uns vermutlich dann bereits im nächsten Part entscheiden müssen, je nachdem halt lang die Quest mit Mendoza noch dauert. Ja, er kratzt mir ein bisschen am Arsch, nicht schlecht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder hier zurück bei Risen 3 Titan Lords, wenn es weitergeht bei einer der 3 Gilden. Hoffentlich. Wie auch immer. Mit oder ohne Mendoza. Mal schauen.